Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Das heute ist zwar nur in An- und Abführung ein Freundschaftsspiel, aber gleichzeitig natürlich auch ein ernsthafter Test für diese beiden Mannschaften kurz vor Saisonbeginn, Sebastian. Ja, beide Mannschaften wissen noch nicht genau, wo sie stehen und ich denke mal, die Trainer werden auch gespannt sein. Beide haben große technische Qualitäten. Hoffentlich sehen wir die heute auch. Also Tom, wir freuen uns auf jeden Fall auf diese Begegnung. Und der Pass ganz genau ist drin. Tor! Aus dieser Schussposition heraus war das Tor fast nur noch Formsache. Ja, hier gibt es kein Abtasten, kein langsam ins Spiel finden. 1:0 gleich nach ein paar Sekunden. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Mühelos fängt der Keeper diese Flanke ab. Und er bringt den Ball per Abwurf wieder ins Spiel. Ja, das kann er. Schirmt den Ball hervorragend ab. Jetzt hat er die Situation geklärt. Und den hat er super gehalten. Das muss man mal klar so festhalten. Ja, schönes Zuspiel jetzt. Der Ball geht über die Torauslinie, deswegen Abstoß. Das ist halt eine große Stärke von ihm. Ein großartiges Zuspiel. Klasse. Und das über diese Entfernung. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Dann hat der Schiedsrichter nicht eine Sekunde gezögert. Ganz klar, Elfmeter. Das ist natürlich bis hier und das Tribünendach zu spüren. Ein klasse Strafstoß. Und da hat er die Situation gut eingeschätzt. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Ja, das geht immer hin und her hier. Jetzt wieder in die andere Richtung nach der Balleroberung. Jetzt müsste er eigentlich flanken. Und da hat er per Kopfball geklärt. Und den muss er jetzt verwandeln. Und das war gar nicht so übel gemacht, aber letzten Endes fehlte dann doch ein bisschen zum Tor. Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Na bitte, warum soll man es nicht mal mit Köpfchen versuchen? Hat nur noch... Oh, klasse. Mit den Fingerspitzen ist er da noch irgendwie an den Ball gekommen. Stark gehalten vom Torhüter in dieser Szene. Das war nicht leicht für ihn. Ja, da spielt er den Eckball genau in die Hände des Torhüters. Und der Keeper befördert den Ball aus der Gefahrenzone. Ein wunderbarer Pass. Ich glaube, das war eine richtige Entscheidung. Es gibt Freistoß.
Glatze, wie er den Ball da mit der Brust annimmt. Ja, mit solchen Verzweiflungsschüssen lockt man den Keeper nicht aus der Reserve. Gut gemacht vom Keeper. Ein Pass wie aus dem Lehrbuch. Das war ein ganz böses Foul und obwohl der Spieler da jetzt verletzt am Boden liegt, gibt es nur Freistoß. Unglaublich, dass der Unparteiische hier einfach weiterlaufen lässt. Ja, und das ist wichtig, dass der Torhüter mitspielt. Kein Problem. Ja, Torwart will kein Risiko eingehen, klärt. Und so sieht ein Pass aus. Wir nähern uns dem Ende der ersten Halbzeit und die beiden Teams liegen gleich auf. So, der kann die Bälle in die Räume spielen. Ja, und sie haben sich den Ball schön wieder zurückerobert. Gut gemacht. Ja, Fehlpass, da hat der Verteidiger aufgepasst. Das ist der Halbzeitpfiff und mit einem 1:1 gehen wir hier in die Pause. Ein Spiel ohne die ganz großen Höhepunkte bis jetzt, wenn man mal von der Elfmeterentscheidung des Unparteiischen absieht. Wir sind gespannt darauf, was die zweite Halbzeit bringen wird. So, wir sind bereit zur zweiten Halbzeit. Schiedsrichter auch. Spieler sind alle da. Auf geht's. Über solch ein Zuspiel freut sich jeder Mitspieler. Souverän gemacht. Oh, warum geht der denn da so rein? Das muss Freistoß geben. Klasse, wie er den spielt. Sieh ab, Junge. Mit den Fingerspitzen war er noch dran, aber die Situation ist noch nicht bereinigt. Klasse gespielt. Und ich muss sagen, hinten stehen die wie eine Eins. Und das sieht so leicht aus. Und er geht an die Latte. Er klärt die Situation mit diesem Kopfball. Ja, das war mal eine Gefahr. Jetzt ist es keine mehr. Der Ball ist geklärt. Das war ein Foul und deswegen gibt es Freistoß. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Jetzt hat er den Platz. Und was für eine Parade. Und der Torhüter wirft den Ball weit hinaus. Klasse Zuspiel. Klasse Pass hinein in die Gefahrenzone. Fantastisch die Parade. Da muss er sich ganz, ganz lang machen. Das war ein richtiger Zuckerpass. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Da müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. Also der Ball scheint ihm förmlich am... Und jetzt muss er schießen. So, das war jetzt aber ein richtiger Befreiungsschlag. Tja, und das können auf diese Entfernung gesehen nicht allzu viele. Großartiges Zuspiel.
Ja, und das ist schon klasse, wie er das macht. Ja, mit mir machst du das nicht, hat sich der Verteidiger in dieser Situation gedacht. Und so oft wir dieses Tor sehen, es wird uns nicht langweilig. Oh, der hätte genauso gut an die Latte gehen können. Und wie machen wir es jetzt? Knappe Führung, aber ist das jetzt richtig, schon auf die Defensive zu setzen? Ja, und solche Bälle zeichnen einen guten Mittelfeldregisseur aus. Ah, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Da war eine Portion Risiko mit drin, aber der Ball kommt an. Ah, der war schon über der Linie. Es gibt Eckball. Ah, super der Kopfball. Aber den hat er noch abgewehrt. Ja, und da standen sie unmittelbar vor dem Ausgleichstreffer. So, und erstmal raus mit dem Ball per Kopf aus dem Gefahrenbereich. Ja, schön, wie er den Ball weiterleitet. Gut gesehen. Na, gucken Sie mal, das war ein Kopfball wie aus dem Lehrbuch. Ganz souverän. Ja, da wird der Trainer mit der Zunge schnalzen. So, in Ballbesitz sind sie, aber jetzt muss natürlich gleich der nächste Pass kommen. So, jetzt eine gute Riesenmöglichkeit. Ja, und den Ball hat er sich jetzt im Mittelfeld erobert. Und das kann er ja. Lange Bälle spielen. So, jetzt müsst ihr den Ball hereingeben. Ecke. Ja, solche Bälle hat er gerne. Der Torwart, halbe Höhe, da kommt er leicht hin. Und der Torwart denkt sich bloß erstmal raus aus der Gefahrenzone. Gute Kopfballtechnik. Naja, so spielerisch war es nicht so toll, aber wir haben 3 Tore gesehen. 2:1. So, Tom Bayer sagt, Dankeschön, liebe Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank natürlich auch an Sebastian Hellmann.